Wirklich, wirklich schade, Patty. Wirklich, wirklich schade, dass er dein Bruder bin. Nicht wahr? Vor allem bei den Aussichten. Tja, willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Wir haben ein schönes neues Schwert, das Piratenschwert oder Piratensäbel wohl eher. Und jetzt ist halt die Frage noch bei Eldrick, wie es denn hier genau weitergehen möge. Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ja, und deine Wahl war, wie soll ich es sagen, interessant. Wer hätte gedacht, dass du den Lehren der Magier folgen würdest? Wie geht es nun weiter? Jetzt können wir uns über deinen Geist unterhalten. Wie soll uns das Grimoire nun helfen? Es gibt einen Eintrag über ein Ritual des Geistes. Darin wird ein Geist aus dem Reich der Schatten gerufen und an den Körper eines lebenden Toten gebunden. Die Wahnsinnigen haben einem Zombie seinen Verstand wiedergegeben? Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ich kann es nicht fassen, das arme Schwein. Ja, irgendwie beides, wa? Ich kann es nicht fassen. Stell dir vor, du stehst morgens auf und steckst in deinem eigenen verwesten Körper. Das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Wenn das Ritual bei diesem Mann geklappt hat, dann bei dir erst recht. Doch was ist, wenn der andere Teil meines Verstandes aus dem Reich der Schatten wiederkehrt? Oh Mann, mir war nicht bewusst. Was werde ich fühlen, wenn ich... Ich glaube, ich muss das Ganze erst einmal sacken lassen. Gut, wir sprechen uns später. Lass dir Zeit, mein Junge. Kapitel 3, das Geisterritual. Ein Ritual also. Tja, das ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Scheint fast so, wa? Was er ganz kurz ergänzen muss, Alter, wie wenig Kapitel das Spiel bloß hat, was? Ich glaube insgesamt nur etwa 4 Kapitel. Oder 5 vielleicht maximal, aber ja, als viele sind es ja nicht. So älter ist er noch hier. Okay, machen wir es. Ich werde zum Geisterritual antreten. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kaladors haben mich bisher nicht enttäuscht. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Weiterhin brauchen wir 3 Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Oh ja, große Vorbereitungen allerdings. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Und natürlich noch den Held des Risen 1 und Risen 2 treffen. Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren. Klingt nicht ganz ungefährlich. Welcher Idiot sollte so etwas mit sich machen lassen? Wenn du mich so fragst. Was schaust du mich dabei so an? Schon gut, mein Junge. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Das war ja klar. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Oh,
Du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend? Ja, mehr oder weniger. Nein, aber ich kann dich ja mit der Scheiße hier nicht alleine lassen. Das klingt gut. Also, du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren. Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. Alles klar. So, für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Das... So schnell kann's gehen, dann werden es bereits gemacht. Ist das geil. Ich weiß aber noch, dass das irgendetwas auslösen kann. Ich habe immer mal etwas gelesen wegen, ja, Teleport in Kalador gibt es eine Quest und die ist ziemlich heikel. Das müssen wir jetzt erstmal speichern, das sicher noch und dann werden wir noch was anderes machen. Keine Sorge, ganz schnell. Weil ich erinnere mich jetzt, ich habe jetzt offscreen ganz kurz noch überlegt, es gibt doch etwas, was ich hier oben X gesehen habe, das war genau hier. Ich weiß nicht mal, welche Quest das war. Oh, aber plötzlich weniger. Das war crazy. Rekrutiere Eldwig, das mache ich nicht. Öffne das große Tor, die Nervensäge. Gehört alles dazu, wa? Was, der Reaktor auch noch? Oh, da haben wir noch viel zu tun, Leute. Deswegen heißt ja auch große Vorbereitungen, wa? Aber halt mal ganz ehrlich, in Part 82 und erst das 3. Kapitel. Gut, dann natürlich am Anfang immer so, weil er lange unterwegs war bezüglich halt den ganzen Quests und so. Normalerweise schließen sich vermutlich an der Gilde bereits früher an und nicht erst so spät, wie ich es gemacht habe. Naja. Wir machen da... Ah ja, genau, die Krallenküste, stimmt, war mir schon lange nicht mehr. Seit den ersten 2-3 Parts mutig, wa? So, da war hier noch etwas? Nee, auch nicht, wa? Stimmt, das war ja auf Kieler. Wie gesagt, irgendeine Quest war hier, oder war die jetzt auch da drüben noch? Was? Schatze sehen, was Lens kuriose Truhe? Ah, die war's. Was doch die hier gesehen habe, war? Verrückt. Okay, machen wir ganz kurz mal. Wir haben hier einen Teleporter, ja, wie gesagt, alle aktiviert, wobei so viele waren es gar nicht. Wobei, jetzt müssen wir mal überlegen. 1, 2, 3, 4. Oh, kann durchaus weniger sein. Tja, Leute, das heißt natürlich für uns, wenn alles gut klappt. Taverne. Kein Wunder, dass wir uns hierher verirrt haben. Das muss wohl in der Familie liegen. Sehr witzig, Patty, sehr witzig. Was ich gerade erwähnen wollte, wenn wir ja sowieso noch darüber wollen, war wegen Namenlosen, also Reason 1 und Reason 2, habe mir so überlegt, ich könnte theoretisch die Mission zweimal machen, wa? Weil ich weiß, mit Mendoza gibt es eine lustige Szene und mit Patty sowieso auch, also wäre es auch ganz lustig, wenn ich die halt zweimal mache, sprich vorher einfach mal safe, dann einmal mit Patty rüber, nachher mit Mendoza oder halt umgekehrt, spielt keine Rolle, einfach nur damit wir halt beide Quests mal gesehen und vor allem natürlich gehört haben. So, jetzt bin ich ja richtig auf dem Weg, da sieht weit gut aus. Wie gerade keine mehr, wenn alles aus dem Weg geräumt, ist das geil. Ich glaube alles nicht, irgendwie wird es sicher noch 1, 2 Dinger haben, irgendwelche Spinnen oder sonst ein Gestrüpp, aber naja. Dürfte soweit kein Problem sein. Also, hier ist irgendwo das mit Slain, wa? Fleisch, Apfel, Fleisch und ein Bett zum Pennen. So, darf ich jetzt mal bitten? Immer noch nicht, Alter! Ja, Seelenpunkte aber minus, also ziemlich gering, war 65, ja. Gemäßigt, ja, ist glaube ich ziemlich optimal, damit ich... Gut, ich kriege natürlich keine besonderen Erfahrungspunkte oder Auszeichnungen, weil, wie gesagt, wenn ich weniger als 20 habe, sogar 0, kriege ich eine Auszeichnung für wegen Dämon und wenn ich die vollen 120 habe, kriege ich auch eine Auszeichnung für Engel oder sehe ich das in der Art zumindest. Da ich in der Mitte bin, werde ich vermutlich alle, so hier aber, werde ich vermutlich alle Charaktere behalten können, aber dafür schätze ich keine besonderen Auszeichnungen kassieren. Tja, man kann nicht alles haben.
So, die Kiste wäre leer. Hätten das jetzt also gemacht. Hier haben wir ein Bett. Wir können gleich mal Slim besuchen gehen. So, ist relativ sicher hier. Patty, was meinst du? Ja, wird schon gut gehen. Ja, bin ich auch. Servus dann, wa? Der Vergangenheit. Wir haben es gemacht. Genau, das war ja hier nicht mehr. Hier in Kaldor aber jetzt echt nichts mehr. War klar, ich meine grüne Flammen, das ist klar, aber die kann ich ja sowieso eher später machen, wenn ich auf der anderen Seite bin. Wow. Entschuldigung. Doch, jetzt aber. Da muss ich, wie gesagt, hier drüben machen. Gut, hätten wir das. Brief für Harry, der geht, wie gesagt, noch nicht. Das ist nicht auf dieser Insel und bei dem ist das gleiche. Warte, das geht auch noch nicht hier. Ja, aber es halt fertig, war. Ah, ein Ruhm von mir, wenn ich. Ja, gut. Gut. Anderes Thema, würde mal sagen, wir gehen ein bisschen pennen. Was? Ja, muss ich mit Mendoza quatschen oder was? Das kann nicht wahr sein, ey, ganz ehrlich. Nee, die Dinger sind ja auch nicht hier. Klappe zu, Affe tot. Die genauso wenig. Na, servus dann. Okay, Leute, so was, wir gehen zurück aufs Schiff. Ich brauche Mendoza. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Nein. Okay, Kumpel, wie sieht's aus? Lässt du von mir trennen oder was? Lass mich endlich frei, du Dreckskerl. Nein, erzähl mir lieber noch etwas über das Schattenreich. Ha! Das wirst du alles bald selbst herausfinden. Ich werde dann bei deinen Überresten stehen. Naja, nichts Neues, hast du schon mal gesagt. Ja, also irgendwie, wir haben zwar da irgendwie die Schätze von Slane, aber will noch nicht, dass wir da... Schon seltsam. Gut, also wir will gerade die andere Seite kommen, mache ich das erstmal mit Mendoza. Komm mit. Geht klar. Schließt sich die an. Na dann, ja, hier hin. Wieder zurück in die Zitadelle. Was? Das ist mein Fehler oder was? Nein, Mendoza da weg. Scheibenkleister. Gibt's sie nicht, dann machen wir Jafar. Wird ein schlechtes Oben, weil es Mendoza gar nicht mit will. Ja, komm, nimm mal Patty. Von mir aus. Deine Schwesterlein. Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Immer nur motzen. Immer nur motzen. Kein Problem. Gut, jetzt auch bitte wirklich nicht wieder irgendwie raus teleportieren oder so etwas. Dankeschön. Okay, Patty ist hinter mir, hoffe ich mal. Jo, das ist sie auch. Dann mal gucken. Vieles haben wir zwar nicht mehr. Ein paar Minuten noch, war. Noch einmal safen und dann geht's los mit Eldrick. Alle Teleporter in Kalador sind aktiviert. Alle bis auf einen. Und der liegt auf der anderen Seite des Lavastroms. Es wird mich eine Menge Kraft kosten, wenn ich uns mit Hilfe der anderen dort hinüber teleportieren will. Nochmal zum Geisterritual. Ich habe schon noch gesprochen. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut. Und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Ein starker Spruch. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Es hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe.
Oh nein, nicht Zacharias. Na gut, von mir aus. Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Vermutlich ist sie auf der anderen Seite von Kieler, wa? Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Ja. Wir sollen einer Legende hinterherjagen? Tut mir leid. Das ist das Beste, was mir im Moment einfällt. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Es muss so alt sein, dass es das Rad erfunden hat. Ja, scheiße. Erst nochmal speichern. Da war jetzt gerade ein bisschen viel gequatsche. Und vor allem viele neue Quests. Lass uns den großen Wurf über den Lavastrom starten. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen, bevor die Schatten noch mehr Unheil anrichten. Folge mir zum Lavastrom. Dort werde ich dir erklären, wie das Ganze genau funktioniert. Du kannst sie nicht retten. Meine Zeit ist gekommen, in die Welt zurückzukehren und meinen Platz einzunehmen. Komm nur her. Ich warte. Mach dich bereit. Ich werde uns nun hinüber teleportieren. Fang an. Gut, holen wir die anderen Krieger und versammeln uns erst einmal hier oben. Nun ist es soweit, meine Freunde. Heute zeigt sich, woraus ihr gemacht seid. Hört ihr den Ruf des dunklen Kriegers oder werdet ihr in der Finsternis untergehen? Der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen. Nehmt eure Waffen, dunkle Krieger, und treibt das Unheil wieder zurück in die Löcher, aus denen sie gekrochen kamen. Das ging schnell. Das Whisky schnapp ich dir! Das darf kein Problem für uns werden. Weißt du was? Ja, komm nur. Versuch dein Glück. Da ist eh nichts drauf, ganz ehrlich. So, dann erst. Oh! Kommt der bitte her? Die hast du erledigt. Sehr gut. Coole Ansprache übrigens. Sag mal, war das gerade Eldrick hier dabei? Nicht Eldrick, Edward. Was macht der bitte hier? Okay, sind aufgenommen irgendwie, vorher noch ganz andere Klamotten an. Ist egal. Freunde, wir haben es geschafft und der merkwürdige Typ, der in der Zwischensequenz war, hat gerade erst von wegen, ja, in die Welt zurückkehren, das könnte unsere andere Seite sein, wa? Aber der sah ganz anders aus. Wer war das? Gut, wir sind... Was? Ja, egal.
Gut, Leute, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Ganz geil gemacht. Letzter Port ist aktiv. Und dann würde man sagen, in diesem Part gehen wir endlich auf die Suche nach dem namenlosen Kumpel, der... Also das Gebiet ist nicht groß, der muss irgendwo sein. Dann machen wir es echt so. Ich werde dann kurz vor ihm noch abspeichern, kann mit Patty mit ihm quatschen und so. Ja. Danach noch ihr wisst schon. Mendoza, genau, sagen wir jetzt etwa wieder weg. Nein, er ist nicht dabei. Wieso? Hä, wieso ist er nicht dabei? Ja, vorher stand noch von wegen, komm mit. Hä? Kommt er so mit? Er ist einfach jetzt immer hier, aber kommt trotzdem wieder mit? Ich verstehe das nicht. Ja, können wir alles noch testen, Freunde, aber nicht mehr heute. Das machen wir erst das nächste Mal wieder hier bei Risen 3 Titan Lords, wo wir stärker sind als... Hallo? Waffe ziehen? Hä, wieso? Weswegen die Waffen ziehen? Ja, verstehe jetzt nicht ganz, aber ist ja auch egal. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.